oder er hat Real Life gelebt. Er hat dafür gebrannt, das Leben auch ein bisschen rauszukitzeln und herauszufordern. Wo fühle ich mich lebendig? Was macht mich lebendig? Und genau das ist der Punkt, den ich glaube, wie schon erwähnt, in dem Tod wirst du inspiriert zum Leben. Als YouTube-Star war Philipp Mickenbecker eine Inspiration für ein Millionenpublikum. Zusammen mit seinem Zwillingsbruder und seinen Freunden sind sie rausgegangen, haben verrückte Sachen ausprobiert, kreative Ideen, denen Leben eingehaucht und eigentlich so probiert, andere auch zu inspirieren, das Leben zu entdecken und zu gestalten. Im 2021 ist Philipp im Alter von 23 an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Und hat in dem allem aber seine Lebensfreude und seine Hoffnung behalten. Und das hat Wellen geschlagen im deutschsprachigen Raum und geht jetzt auch noch weiter, weil jetzt kommt nämlich seine Doku, oder Doku über seine Geschichte in die Kinos. Wir werden heute im Talk da ein bisschen eintauchen, was erlebt man, wenn man jetzt den Film schaut, was kann es vielleicht auch für einen Impact haben auf sein Leben, zum wie die Inspiration, die der Philipp für viele war, dass wir dem auch noch mal ein bisschen eine Stimme geben und dem noch mal ein bisschen Raum geben. Herzlich willkommen im Talk. Heute ein anderes Setting. Herzlich willkommen an meine beiden Gäste, die euch ja zum Teil schon bestens bekannt sind. Einerseits der Flo, schön bist du dabei, und auch die Bira, sie ist bei uns in der Redaktion, macht das Praktikum und du hast jetzt eben an die Premiere gehen, die Weltpremiere in Berlin. Du warst vielleicht nicht dort gewesen, und wir sind natürlich auch gespannt, ein bisschen zu hören von dir, wie du das Ganze erlebt hast. Steigen wir doch gerade ein bei der Premiere. Wie war das jetzt dort? Viele Leute, was hast du dort erlebt? Man kommt her zum Delphi Filmpalast mit in Berlin. Und zuerst, was du siehst, sind überall rote Teppiche, Fotowand, wie man es halt von einer Premiere erwartet, von einer Weltpremiere. Der Teppich hat sich dann recht schnell mal gefüllt. Es waren viele Leute da, die man kennt, also Influencer, YouTuber, grosse Namen vom christlichen Kuchen. Genau, zum Beispiel war Kira Geiss dort, Miss Germany. Und es hat überall Kameras gehabt, überall Interviews gegeben. Und ja, so hat es dann auch ausgesehen. Im Kinosaal innen wirklich jeder einzelne Platz war besetzt. Es waren so viele Leute da, die das Zeugnis von Philipp hören und sehen. Ja. Und was war vielleicht so das Spezielle an diesem Abend? Du bist hergekommen und du hast gewusst, du schaust jetzt einen Film, den du eigentlich das Ende schon kennst. Man weiss, dass der Philipp gestorben ist, man weiss, dass er am Krebs unterlegen ist. Aber ich habe nicht erwartet, dass ein Film, der über einen Tod ist, mir so viel Lust machen kann, das Leben zu leben. Ja. Und ich glaube, das ist das Spezielle daran. Ja. Mega eindrücklich, kann ich mir vorstellen, wenn dann gerade auch noch die Leute, die man ja dann auch in der Doku sieht, das sind ja eben keine Schauspieler, sondern ja die echten Leute, die dann auch dort wirklich vor Ort können noch ein bisschen miterleben. Ja, voll. Es war authentisch, wirklich die Leute sind auch überall rumgelaufen. Nach dem Film hast du gesehen, wie gut die von den Real-Life-Guys wirklich sehr emotional auch wieder aufgewühlt waren. Mega schön, wirklich mega nahe. Bei dir war das Setting natürlich etwas anders, aber der Film ist das Gleiche. Kannst du vielleicht kurz sagen, ja, wie bist du schon zu diesem Film gekommen? Ja, ich konnte fast ein bisschen vorvisionieren, einfach durch das, dass wir eine Partnerschaft haben mit dem Macher des Films, vor allem der Andrea Di Meglio. Er war ja hier in einem Talk schon mal Gast und ein guter Freund auch von mir. Er hat gesagt, du musst mir einfach versprechen, dass du einfach wie das ganz vertraulich behandelst, aber dort darfst du schon reinschauen. Und das habe ich gemacht, zusammen mit meiner Frau. Habe ich einfach bei uns in der Stube daheim jetzt den Film auch schauen. Und was war so ein bisschen dein Eindruck gewesen, oder ja, was hast du so erlebt? Ja, es ist wirklich eine riesige Kraft und eine Wucht, die einem entgegenkommt von dieser Lebensfreude, wie schon ein bisschen erwähnt wurde, die er verkörpert hat. Wahrscheinlich ist er, das muss man schon sehen, darum ist es so schön, jetzt eine Weltpremiere in diesem grossen Stil gegeben, ist er ein so leuchtendes Lebenszeugnis, das es seit vielleicht Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat im deutschsprachigen Raum.
das ist einmalig. Zu sehen, wie er mit dem Mal umgegangen ist. Eigentlich ja mit dem dritten Mal, wo der Krebs näher gekommen ist. Nachdem er schon 2 Mal hat den Heilung erlebt und was sagt, das hat ihm den Mut gegeben, dass er so noch einmal anzugehen, obwohl er dann noch schlimmer ist zurückgekommen, eben der Krebs. Und da ist schon sehr viel Hoffnungsvolles drin und einfach die Kraft, die im Namen von Jesus steckt. Er sagt an ein paar Orten, wenn ich die Hoffnung nicht hätte, ich wüsste nicht, ob ich das durchstehen könnte. Und das ist schon etwas, was man richtig gerne spürt, durch auch so die behutsame Art, wie sie das haben festgehalten mit den Kameras. Und das Zweite, was mir mega eingefahren ist einfach auch die Kraft der Freundschaft. Also was der für ein Netz von tollen Freunden hat, das ist mega berührend. Ja. Also wirklich so eine Kraft, die da rauskommt, oder eben auch die Hoffnung, oder eben, du hast gesagt, es macht Lust, um das Leben zu leben. Gleich hat es ja auch die Schwere drin. Also zum Beispiel Bild hat gesagt, ja, wahrscheinlich eines der härtesten Filme, die gezeigt werden, aber auch herzlich beeindruckend und tief bedrückend. Also wirklich so die Mischung. Wie sind ihr mit dieser Schwere umgegangen? Ist mir da am Schluss fast ein bisschen sprachlos? Also nach dem Film im Kino innen, wo der Abspann gelaufen ist das ganze Kino heute schnell so da angehockt und hat 5 Minuten, hast du wirklich gemerkt, die sich müssen ordnen und sortieren. Von dem her, es ist emotional schön, aber gleich schwierig. Da haben sie sehr recht gehabt. Ich glaube, was es für mich schwierig gemacht hat, ist, dass es sehr unzensiert ist. Du siehst wirklich alles, was in jedem normalen Film normal zensiert werden. Du siehst, wie er leidet, du siehst, wie die Freunde leiden. Aber in diesem Album eben auch, wie sie zusammenstehen. Und das ist emotional so eine Achterbahn, die schon eine Schwere drin hat. Ja. Ist das bei dir ja, so? Absolut. Also, ich finde, sie haben aber dort die Balance gut gefunden. Die Crew, die das nachher geschnitten hat, das Material aus diesen 3 Monaten, dass sie die Dramen, die sie ja erlebt haben als Familie, es fängt ja mit dem Tod von Ellie, die bei einem Rundflug abstürzt, oder? Also die Schwester von diesen beiden Zwillingen stirbt bereits. Und das ist gerade in der Zeit, wo er neu den Glauben für sich gefunden hat, oder, der Philipp, und voll für das gehen will. Und nachher passiert das. Also alles mit, und dann noch rein bekommt er neu wieder die Diagnose, dass der Krebs zurückgekommen ist. Also das Schwere ist einfach real und es ist auch die Auseinandersetzung mit dem Ganzen, bringen sie so gut rein. Auch mit dem Zweifeln an, kann der Gott gut sein? Oder jemand in diesem Freundeskreis gibt ganz offen zu, ich würde gerne glauben wie der Philipp. Weil es steckt mich eigentlich auch an, irgendwie, aber ich kann das nicht, weil ich bin mehr so der rationale Typ. Also sie geben auch diesen Stimmen Raum, das finde ich sehr stark auch, dass das zum Zug kommt. Ja. Es gibt gerade ganz viele Punkte, die man noch andocken. Ihr sagt schon mega, finde ich, gute, ja, nehmen viel Gutes auf, auch vom Film, wo man ein bisschen mitbekommt. So ein bisschen das Leben nochmal zu dem, eben mit dem Anstecken, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Vision von dem ganzen Projekt, das sie mit ihrem YouTube-Kanal, wo sie, wie gesagt haben, eben eigentlich, sie haben sich auch den Real Life Guys genannt, also so ein bisschen das echte Leben. Und ich finde es irgendwie wirklich eindrücklich, wie das jetzt passiert, dass jetzt wie es nochmal eine andere Dimension oder wie eine andere Ebene bekommt durch seine Geschichte, oder so das echte Leben. Was ist jetzt das Leben wirklich? Oder eben was ist der Sinn des Lebens? So diesen Fragen wirklich auf den Grund zu gehen. Eben nicht einfach irgendwie in einem Film oder in einer Geschichte, sondern in einem echten Leben. Was findet ihr, was macht eben das so real denn, wenn man das so sieht? Ich glaube, es hat nach dem Film einen Moment gegeben, wo man noch Fragen stellen konnte an die Protagonisten und auch an sein Umfeld. Und dort hat der Christoph, auch ein guter Kollege von den Real Life Guys, hat die Antwort gegeben, dass der Philipp in seinen kurzen Lebensjahren wirklich so viel hat gelebt, wie andere mit 80 Jahren gelebt haben. Und ich glaube, das zeigt es recht gut. Oder er hat Real Life gelebt. Er hat dafür gebrannt, das Leben auch ein bisschen rauszukitzeln und herauszufordern. Wo fühle ich mich lebendig? Was macht mich lebendig? Was will Gott von mir? Was kann ich als Zeugnis geben? Und genau das ist der Punkt, den ich glaube, wie schon erwähnt,
einfach in dem Tod wirst inspiriert zum Leben. Oder dass du auch, blöd gesagt, wenn du morgen gehst, dass du kannst sagen, hey, ich habe gelebt. Und das hat Philipp können. Er hat sein Leben gelebt und er hat Freude am Leben. Genau. Ja, und er hat wirklich auch gesagt oder gebetet, Gott schenkt mir Abenteuer. Und das ist das zieht sich so schön durch, oder? Wie er eigentlich auch an das hergeht. Du siehst ihn ja bei der Reise auf Island, wo er wirklich hadert, soll ich die ganzen Medienauftritte noch wahrnehmen oder soll ich jetzt meine Beerdigung vorbereiten? Gott, was ist es jetzt? Was soll ich als nächstes machen? Und dann hat er die verrückte Idee wegen den Polarlichter, oder? Und sagt, ja, Jesus, sonst schenk mir doch Polarlichter, oder? Heute noch. Und wenn die kommen, dann ist das Zeichen, ich gehe weiter. Und ich trage einfach Hoffnung raus, noch über alle Kanäle, die ich kann. Und rechne auch mit der Heilung weiterhin. Ich habe natürlich lange mit der Heilung auch gerechnet. Und dann ist ja das passiert in einer Jahreszeit, wo eigentlich dort nie Polarlichter zu sehen sollten sein. Und die haben wirklich das Spektakel erlebt. Und einfach, ja, da gibt es lauter so Momente, wo du merkst, da ist etwas Übernatürliches drin. Und gleichzeitig sein Schmerz ist auch sehr authentisch gezeigt, dass er die eigentliche Gebetserhörung von der Heilung nicht erlebt mehr. Aber er sagt dann auch, eben im Angesicht vom Tod, wendet er sich wieder dem zu, nicht das Warum, sondern wozu dient jetzt das? So, die grosse Frage, wenn man dort drüber wechselt und ich merke, hey, das Wunder ist eigentlich, dass ich zum Beispiel Menschen über den YouTube-Kanal erreichen konnte, die durch das vielleicht von einem Suizid abgehalten worden sind und andere krasse Geschichten, weißt? Und da hat er wirklich eine Generation geprägt. Und das ist schon am Schluss auch eine Antwort für ihn. Oder er findet, wie Frieden hat man am Schluss auch so den Eindruck mit dem Ganzen, weil Gott nimmt es gleichwohl leicht macht, trotz dem ganzen Brutalen, was es hat. Ich glaube, das beschreibt es sogar ziemlich gut. Sie haben ja eigentlich auf eine körperliche Heilung gewartet, dass der Krebs weggeht, dass der Tumor wirklich nicht mehr sichtbar ist. Und der war sehr gut sichtbar, du hast gesehen, dass der da ist. Und dort hat der Film auch ein bisschen den Fokus weggenommen von diesem Tunnelblick auf wie Heilung sein sollte. Weil am Schluss hat er haben alle gesagt, hey, wir haben vielleicht keine körperliche Heilung erlebt, aber wir haben psychische Heilung erlebt. Ja. Er ist im Kopf so klar, er hat so gewusst, woher er wird gehen. Er hat allen gesagt, ich werde euch wieder sehen im Himmel. Nach der Szene am Sterbebett haben die Freunde gesagt, hey, Philipp ist im Himmel, hey, cool. Klar, er war schon bedrückt, aber es war wie dort so, ja, eben auch eine Heilung herum, vom Psychischen her, wo man schon auch als Wunder bezeichnen kann. Klar ist nicht das Offensichtliche, der Tumor weg, aber es ist die Angst weg vor dem Tod und die Gewissheit, dass man weiter kann im Himmel, dass man sich wieder sieht, dass es weitergeht und nicht fertig ist. Und das alles, eben, wie ihr es jetzt beschreibt, auf eine sehr authentische, echte Art zeigt, eben auch nicht irgendwie zensiert oder irgendwie schön poliert oder so, sondern wirklich die rohen Bilder auch bis zum Schluss, was ja wirklich sehr speziell ist. Also, dass man das auch wie zulässt, aber das war ja wie eben auch sein Wunsch gewesen, um wirklich so den Real zu zeigen oder Real bleiben. Und den Schrecken wie zu zeigen, eben, ist ja wie wichtig, um wie das nicht einfach schönreden. Und gleich haben sie es auf eine Art geschafft, dass es ja eben so ein bisschen das Behutsame, was du auch schon gesagt hast, auch im Vorgespräch, eben so ein bisschen doch eine gute Art, weil man kann ja nicht einfach Bilder und dann Schlagzeilen und Blut, sondern wirklich auch das anführen. Ja. Und da habe ich höchsten Respekt wirklich vor jetzt diesen Filmemachern und auch dem Produzenten Anni Di Melio und die zwei Regisseure, die ich nicht im Griff habe, die beiden Deutschen. Einer ist, glaube ich, Emmy-Preisträger schon. Der Alexander Zehner und der Lukas Augustin voll präsent im Freundesgrüppeli auch, genau. Genau, ja, wenn du das Freundesgrüppeli noch mal erwähnst, das ist für mich eigentlich die ganz grosse Stärke auch vom Film. Dass du wirklich siehst, was es mit all denen macht, die Dynamik unter den Freunden. Und das ist mir fast irgendwo nach dem Film, nebst natürlich
der Power von seinem eigenen Zeugnis am meisten geblieben. Zu sehen, hey, das hat nicht aufgehört, dass sie in der Anbetung geblieben, in der hoffnungsvollen Haltung geblieben für ihn, für ihren Freund. Und dann so Momente, wie wo sie Waymaker singen, dort unten beim Krankenhaus. Und er hört es dann und Janet geht ihm das abspielen auf dem Handy und siehst, wie er wieder anfängt, ein bisschen strahlen und wie er es voll noch realisiert. Und einfach, also er hat Freunde gehabt, die haben ihn wirklich auf Hände getragen. Und das ist so bewegend, zu sehen, was das bei ihnen auslöst. Der eine entscheidet sich gerade nach dem Tod, dass er sich taufen will. Er ist so tief bewegt. Oder? Und gleich ist es dann nicht in einer zu starken Euphorie, wo sie überschwappen. Also es könnte ja auch sein, so, dass einfach auch Halleluja drüber gießen und drüber schminken. Eben so. Das machen sie auch nicht, dass es dann fast nicht mehr glaubwürdig wäre. Und das ist wirklich eine grosse Stärke von diesem Film. Ja, zu Recht sagen, eben grosse Influencer, du hast erwähnt, grosse Influencer wie Markus Spieker, habe ich auf Social Media gesehen, der das dicke Jesus-Buch geschrieben hat, oder ein Bestseller-Autor, der sagt, es ist monumental, das Doc-Wunder, das da entstanden ist durch den Film. Der ganze Gemeinschaftsaspekt, wie hast du das erlebt? Aber du hast ja gewisse Leute auch noch live gesehen, die vielleicht auch noch auf den Film dann reagiert haben. So die tiefe Freundschaft, die wie auch einerseits einem durchträgt, aber ja andererseits ja auch der Wunsch, dann war, wo man gemerkt hat von Philipp, einmal, er will wie sein Umfeld prägen, er will wie etwas weitergeben. Ja, ich glaube, die Entscheidung, dass er die Kameras bis zum Tod mit sich mitnehmen will, ist ja nicht nur er betroffen, sondern das ganze Freundesfeld und das ganze Freundesfeld hat Ja gesagt zu dieser Entscheidung. Wir haben gesagt, hey, wir helfen dabei, dein Zeugnis weiter rauszutragen. Und ich glaube, das stellt auch eine gewisse Schwierigkeit an, weil wenn du im Moment bist und mit diesem Menschen mitgehst, dann bist du nicht an ein Drehbuch gebunden. Du lebst es authentisch mit, du lebst weiterhin die Freundschaft und lebst eigentlich nicht den Film. Und ich habe es extrem stark gefunden, wie die Leute dort waren und dann immer noch weitergedreht, immer noch das Zeugnis weiter rausgebracht. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass so eine gewisse Spannung war. Dass man wie das Erlebte, wo man während dem ganzen Prozess hatte, gewissen Orten nicht ganz übereingebracht hat mit dem Film. Aber es war krass, wie sie zusammengestanden, hinter Jassi gestanden und haben gesagt, hey, der Philipp ist unser Vorbild und wir wollen seinen Wunsch, das rauszutragen, weiterhin unterstützen. Ja. Und das passiert ja jetzt eben aktuell, jetzt eben nicht nur mehr durch einfach den YouTube-Kanal, sondern jetzt eben aktuell mit der Doku, wo viele wieder auch etwas mitnehmen von dem oder sich wie auf die Geschichte wie noch mal einlassen, auf eine andere Art vielleicht. Und wir werden es ja auch als LiveNet-Team, kann man vielleicht in diesem Rahmen auch noch sagen, wir werden das ja als LiveNet-Team zusammen auch noch schauen im Kino. Ich bin gespannt, wie es nachher auf der Leinwand wirkt, selber auch, was jetzt der schon gesehen hat. Und sind wir natürlich dann auch gespannt, was das dann wie ausmacht, so ein bisschen als ganze Gruppe, das wie anzuschauen und vielleicht auch wieder auf einem wirken zu lassen. Was empfehlen ihr so den Leuten, so, wenn wir den Film schauen? Oder mit wem sollen wir den schauen? Wie, wo? Was haben ihr das Gefühl? Ist es vielleicht mega unterschiedlich oder haben ihr da wie so ein bisschen einen Tipp dazu? Mir denkt jetzt ganz ehrlich, man kann mit allen schauen. Wirklich, weil es fängt so auf eine lockere Art an, auch. Mit dem Lebensfreude-Thema, wie sie einfach eben crazy Sachen gemacht haben, oder? Mit einer Motorsage unter die Schuhe und dann sind sie auf das Eis und haben geschaut, wie das geht. Alle Experimentierfreudigkeit halt einfach von diesen Jungs, das Wilde. Und das spricht ja einfach mal an, das nimmt die rein. Und dann ist die Beziehung passiert, also der knüpft mit dem Philipp gerade sehr schnell. Und darum habe ich das Gefühl, es geht wirklich querbeet für alle. Und klar, man muss sich darauf einstellen, dass man vielleicht auch ein Nasstüchchen dabei hat, weil irgendwann wird es viel und wird so schwer. Man darf das schon vorweg sagen. Aber ganz sicher, das finde ich auch so cool, der Samuel Koch bringt das ja nach am Schluss, wenn er an der Beerdigung noch redet. Er, der ja verunfallt ist bei Wetten, dass und im Rollstuhl auch ein guter Freund war von Philipp. Er sagt dann so,
oder zitiert die Bibelstelle, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Das hat der Philipp geglaubt. Und glaubst du das auch? Also die Anfrage, die der Philipp Follow auf dem YouTube-Kanal an die ganzen Millionen von Followern rausgegeben hat, das kommt auch im Film natürlich zum Zug. Ich glaube auch, dass der Film für alle da ist und dass man wirklich, ich finde es schon fast ein bisschen wichtig, dass man Leute mitnimmt, die auch Fragen haben über den Glauben. Bereits glaubende Menschen, die Fragen haben, Nicht-Christen, die Fragen haben, weil er thematisiert die Fragen. Und dadurch, dass es so authentisch ist, weiss man auch, dass der Philipp, der noch nicht geglaubt hat, genau die gleichen Fragen hatte. Und genau auf diese Fragen wirklich auch eine Antwort hat gesucht. Es werden nicht alle beantwortet im Film, aber es werden so viele thematisiert und so viele werden auch authentisch und nahe am Herzen präsentiert und angesprochen. Und schon nur das kann ich mir wirklich vorstellen, dass es Wert hat, nicht nur für Christen, sondern für die ganze Welt. Und es ist auch ein bisschen meine Hoffnung, dass das wirklich überall durchgeht. Wir werden da sicher auch dranbleiben und noch weiter Ausschau halten nach Geschichten, die dann aufgrund von dem Film wieder passieren. Und eben freut uns natürlich als ganzes Team, dann noch den Film zu schauen. Wir werden sehr gerne euch auch verlinken. Ihr könnt dort eure Postleitzahl eingeben und dann findet ihr auch die nächste Kirche oder das Kino, wo der Film wird zeigen hier in der Schweiz. In Deutschland eben ist er bereits am Laufen. Danke vielmals euch beiden, habt ihr ein bisschen geteilt, euer Herz zu diesem Film. Mega cool. Merci auch. Danke auch euch fürs Zuschauen. Schön, habt ihr eingeschaltet. Wir sind gespannt, ja, was es vielleicht auch mit dir macht. Die ganze Frage nach dem Real Life, echtes Leben entdecken, das hört nicht auf, da können wir immer dranbleiben. Wirklich herauszufinden, hey, was ist wirklich das, was mir Halt gibt. Kann ich auf dem bauen, auch wenn alles andere scheitert oder nicht so kommt, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe. In dem Sinne Gottes Segen, ja, auf dem Weg, wo jeder Einzelne geht. Tschüss miteinander. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.